Wiener Stadionvlog, heute in Linz. Gerade in der Promenade angekommen. Grüß euch. Servus. Weitere Folge Wiener Stadionvlog. Wo sind wir heute? Heute sind wir nicht in Wien, weil in Wien ist halt nichts. Heute sind wir in Linz wieder. International Euroleague gegen St. Gilloise. Letzte Chance für den Lask. Schauen wir, wird heute ein spannendes Match. Lask in Topform. St. Gilloise in Topform. Brügge geschlagen am Wochenende. Ja, aber Lask auch in Topform. Sturm und Salzburg gezwungen. Okay, ja, stimmt. Vor allem Sturmmatch war Wahnsinn, oder? Ja, war wirklich arg, ja. Und ja, der Lask hat ja auch in Belgien in der letzten Minute die Partie hergegeben. Also da wäre auch ein Punkt mindestens drin gewesen. Und die Ja, Lask war, finde ich, sogar besser. Teilweise, also ein Sieg ist heute auf jeden Fall mehr als nur möglich, hätte ich gesagt. Das glaube ich auch, ja. Jetzt gehen wir noch was trinken mal. Also habe ich in der letzten Folge einen kulinarischen Tipp versprochen. Jetzt einen bombenkulinarischen Tipp erleben, habe ich gesagt. Wir sind jetzt in Linz, ich habe gar nicht an ein Spiel unter der Woche gedacht. Sorry Leute, gibt es natürlich am Wochenende. Und ja, jetzt sind wir da in der Promenade und gehen noch was trinken. Wird das Lokal kosten, weißt du das noch? In Glorious Bastards. Glorious Bastards, ja. Vielleicht geben wir euch einen kurzen Einblick. Wir sehen dort aus der ersten Folge, den Thomas könnt ihr euch nochmals anschauen. Und den Christian. Und den Christian. War ein super Spiel, super erste Wiener Stadionvlog-Folge. Ja, war wirklich ein super Abend und mit denen treffen wir sich jetzt dann gleich und trinken noch was vom Spiel. Und ja, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, dann geht es schon Richtung Stadion, hätte ich gesagt. Ne? Du sagst das. Also dann Sehen wir sich. bis dann. So Sascha, wir waren jetzt in der Glorious Bastards Bar. Echt genial, also vom Ambiente kann man nur sagen, echt schön. Wirklich leibende Leute. Und wir werden jetzt zum Stadion uns bewegen. Wer ist da? Ich geh mit. Thomas geht mit. Thomas ist auf dem ersten Video, wenn es da schaut, ja, mit einem Laskhut. Ja. Wenn das kein gutes Zeichen ist, ja, wird schon passen. Ja. Na, echt cool da. Wir werden uns jetzt zum Stadion aufbewegen und dann eine gute Partie sein. Wird eine gute Partie. Aber Thomas, was sagst du? Ich glaube, also ich habe vorher schon in meiner WhatsApp-Gruppe getippt und ich glaube, dass 2 oder 3 antritt für den Lask. Weil es ist ein Endspiel. Da kommt das nächste Endspiel und es kommt immer Endspiel international her, aber es wird 2-1 oder 3-1 für den Lask. Gehen wir zum Taxi. Alles Der klar. Christian? Der Christian ist auch da. Servus. Servus. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wir gewinnen 3-1. Da kann nichts mehr schief gehen. Da kann auch gar nichts mehr schief gehen. Sind wir schon bei der Raiffeisen Arena? Das ist schon eine gute Stimmung, aber geht auch bald los, 20 Minuten. Jetzt sind wir von der falschen Seite zugegangen. Waren beim Lask-Sektor. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Wahnsinn, wie lange wir gestanden sind. Ich bin so heiß, wirklich so schlecht organisiert. aber Das ist schon ein Wahnsinn. Drin sind wir, ja, aber nach einer halben Stunde. Leute, ich sage euch, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr bei Lask ins Stadion geht. Kommt eine Stunde vorher, wir waren um 18:20 waren wir da, um 45 war Anpfiff und wir sind in Minute 11 sind wir drinnen gewesen. Unglaublich. 13 Jahre, ja. So. Also was die da aufführen, Frechheit. Aber jetzt sind wir drin, alles gut. Du hast das 1-0 drauf gehabt, ne? Aha. Minute 22, wir sind drauf. Bis jetzt war nicht viel, glaube ich. Nein, nicht, glaube ich auch nicht. Man hat es gar nicht gescheit mitgekriegt. Wahrscheinlich Handspiel, oder? Ja, der Ranggeschossen ein bisschen ausgeschaut, oder? Wahrscheinlich. Scheinbar immer für den Lask und gut, oder? Der Fahrer prüft dann immer vom Lask. Ne? Gut. Aber wie sie sich gegen den War aussprechen, urleibend. Es gibt einen Elfer. Wer schießt? Wer ist der Schütze? Torwart.
ihm, oder? Elfer mitgenommen. Super. In der 25. Spielminute, da trifft der Mann mit der Nummer 13, Sascha! Und damit gibt es einen neuen und wirklich sehr, sehr erfreulichen Spielstand hier bei uns in der Oberösterreich Arena. Lask! Fuschilas! Danke! Super Lasker! Lasker top von die 360 oder so. Chance für Guy Luis. Ja. Ja, der Gesang, der den Sascha so freut. Abseits, ja, leider. Nein, es war drei Schüsse und dann abseits. Org, er prüft einen Strafstoß, nachdem der Ball drin war an den Tor. Zuerst sagt er abseits und jetzt prüft er einen Strafstoß. Was soll dieser Strafstoß gewesen sein, Leute? Gebt Feedback in den Kommentaren. Aber bevor es abseits war, müsste es eigentlich ein Strafstoß wenn dann gewesen sein, bevor es abseits war. Ja. Hey. Ja, ist abseits. Jawohl! Super! Freistoßminute 42. Ui, ui. Stark, weg! Ja, passt. Kein Foul. Stark, jawohl. Richtig. Alles in der Rasthälfte. Wahnsinn. Stark zum Robert. Sektion von der Halbzeit vermutlich. Das wäre es, oder? Letzte Aktion, Eckball, Tor, Bombe. Gut.
Halbzeitanalyse Wiener Stadionflock in Linz heute. Was sagst du? Naja, wir haben gesehen, Minute 15 oder 11, glaube ich. 11 sind wir drin gewesen. Lask war besser, definitiv in meinen Augen. Die Luis war zweimal vom Tor, einmal mit so einer Doppelchance, die es gut verteidigt haben. Aber sonst war der Lask besser, kann man nichts sagen. Also die Führung ist verdient. Da war, keine Ahnung, was der aufgeführt hat. Weißt du, es war abseits, er prüft aber einen Elfer. Also sonst Lask auf jeden Fall besser drauf, wird auf jeden Fall den Sieg einfahren. Wichtig auch fürs direkte Duell, dass sie mit dem Handicap, also mit 2 Toren Unterschied mindestens gewinnen. Das könnte noch ausschlaggebend werden. Liverpool ist hinten gegen Toulouse. Mal schauen, was da passiert. Was sagst du so ausschauen? Lask hat mehr Spielanteile gehabt, obwohl ich glaube weniger Ballbesitz gefühlt, oder? Ja, aber wenn sie den Ball hatten, sind sie gut vorkommen und gefährlich vom Torwart. Und St. Louis, ja, Ballbesitz und ein bisschen nach vorne gespielt, aber so richtig zwingende Chancen fand ich jetzt nicht so. Einmal war es wirklich kritisch, aber gut verteidigt. Aber ansonsten, was sehen wir in der zweiten Hälfte, was glaubst du? Ich hoffe, dass wir noch 1, 2 Lasktore sehen, ehrlich gesagt. Naja, hoffentlich, weil ich zahle nicht so viel Geld, dass ich dann in der 11. Minute reinkomme und dann nichts sehe. Das war Wahnsinn. Zweite Halbzeit beginnt jetzt gleich. Wir gehen wieder rein. Viel Bis Spaß. gleich. Zwei Spieler links oder rechts? Weiter. Ja, jetzt macht Gilois ein bisschen Druck. Eckball für Gilois, Minute 49. Das war klar, aber dass die jetzt da aufdrehen, die müssen ja, um was geht's. Ja, Macht keinen Sinn, wenn sie jetzt dann hinten bleiben. Dann war mal. Aber gehen wir zu den Fans rüber von St. Gilois. Sind da welche da überhaupt heute? Oder ist das wie bei WSG? Keiner spielt so los wie WSG. Oh. Da haben wir die Auswärtsfans. Ja, die hört man fast mehr als die von Liverpool, außer wie es Mo Salah geschrien hat. Ja, Never Walk Alone haben sie auch gesungen. Lask freut sich heute über 15.900 Zuschauer. Die Oberösterreich Arena ist bis auf den Auswärtssektor ausverkauft. Herzlichen Dank an dieser Stelle für euren Gerne, gerne. Man sieht gerade beim Lask, singt nur die eine Hälfte, jetzt springt die andere auf. Ne? Siehst du es? Ah ja, stimmt, ja. Hat der Christian vorher angekündigt. Beim Lask, bei der Fankurve, wie ihr seht, die rechte Hälfte singt, die andere duckt sich und jetzt wechseln sie es ab. Schaut's. Schon lustig. Oh, lustige Chore eigentlich, ne? Ja, wie er es angekündigt hat. Danke Christian für diesen Tipp. Schau, jetzt sind es beide. Nein, es geht uns wieder wechseln. Nur lustig. Macht echt Spaß. Echt lustig, wirklich. Nicht schlecht, ja. Respekt vor den Lask-Fans, vor den Lask-Ultras und Anführungsstrichen. Schaut echt lustig aus. Und jetzt gehen wir rechte Seite wieder. Echt. Geil, jetzt sieht man, das Stadion geht mit. Der ganze FM-Block ist zu jetzt gerade. Mach ich schon gut. Respekt nach links, ehrlich, Leute. Sagt man. Dabei sind wir auch da, um euch das mitzugeben. Ja, weiß geht, ja. Dabei sind wir auch da, um euch das mitzugeben. Schaut. 2 Drittel von der, jetzt sag ich mal, außerhalb der Fanszene geht da voll mit ab. Während der Lask sich duckt und jetzt wieder aufsteht. Wahnsinn. Geil, wir sind glaube ich gerade dabei, wo sich was etabliert und entwickelt beim Lask. Schaut sich das an, ganze Längsseite. Und jetzt wieder rüber. Muss ich weiter weg, aber haben wir.
geil, Alter. Man merkt langsam, ich meine, Gilois tut trotzdem jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr fürs Spiel. Sie müssen ja logischerweise auch, aber man merkt halt, aktuell ist die Luft ein bisschen draußen. Zum Glück. Super Tor, super rausgespielt, super schön. In der 77. Spielminute trifft wieder ein Torschütze vom Dienst. Unser Kapitän, der Mann mit der 10, Robert! Neuer Spielstand in der Oberösterreich Arena. Milask! 3, Sachilas! 0. Danke! Ich muss auch sagen, Sascha Horvath, Robert Schul aktuell in Überform. Und ja. Es gibt Nachschlag in Form der Nachspielzeit. 4 Minuten sind angezeigt. Lask spielt das trocken runter, sind in der 92. Spielminute. Sind schon einen Rang weiter runtergegangen jetzt. Ui, er wird nicht mehr gefährlich. Im nächsten Spiel, das steigt am 14. Dezember. Welle ist vorbei. Lask hat 3-0 gewonnen. Stark. Etwas glaubt. Ja. Ich habe ja gesagt 3-1. Also 3-0 noch besser, aber dass der Lask gewinnt, war für mich sehr wahrscheinlich. Also habe ich schon damit gerechnet und ja, auf jeden Fall. Also abgesehen von den Komplikationen, die wir am Anfang gehabt haben, reinzukommen, weil wir sind wirklich erst eine Viertelstunde nach Anpfiff da gewesen. Super Partie, danke für den netten Abend. War wirklich geil. Also die Stimmung, die Lask-Fans, die ganze Stimmung. Man sieht sie noch im Hintergrund schon. Die feiern jetzt noch jetzt gerade 3-0. Da ist wieder dabei im Rennen, dass man überwintert international. Ja, wird noch ein spannender Endspurt. Gegen Toulouse sind wir eh dabei. Heute habt ihr noch, wie gesagt, die Chance auch bis Sonntag, bis zum Spiel Austria gegen Salzburg. Einfach in die Kommentare melden und holt euch die 2 Tickets für Deutschland und Österreich. Ansonsten danke wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, ja. Echt super. Bis zum nächsten Mal. Grüß euch. Ja.